Estamos con 73 ahora. Das heißt, es ist nicht nur auf heute bezogen, sondern wir müssen ein bisschen weiter denken. Herr Dinklage, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass die Massen plötzlich auf die Straße gehen nach so vielen Jahren? Ich glaube, dass die Wirtschaftsmisere ist, die sie dazu gebracht hat, und das Gefühl, dass sie eigentlich immer weniger Aussichten haben, dass sich etwas verändert. Die Massen gingen auf die Straße auch 91, 92, aber damals hatten wir zunächst mal das alte Jugoslawien, und das war ein Faktor, der gebremst hat. Die Staatskrise, die nationale Krise verringert die Lust auf Veränderungen. Zu anderem hatten die Menschen auch mehr Geld damals, und Milosevic hatte auch mehr Legitimation. Er war als ein Staatsmann gesehen, der die Lage doch irgendwie steuert. Jetzt sind alle diese Ideale vergangen. Das Volk hat das Geld verloren durch Devisenersparnisse, durch Inflationsrate, durch lange Wirtschaftskrise. Zu anderem ist dieser Krieg beendet. Man fürchtet nicht, dass der Krieg jetzt nach Serbien kommen kann. Und zum Dritten ist Milosevic eigentlich mehr trivialisiert als Politiker. Man sieht, dass er Schwächen hat, dass er eigentlich nicht ein Spieler ist, der jetzt souverän auf diesem jugoslawischen Brett spielt, sondern dass viele Politiker aus Slowenien, Kroatien, Mazedonien besser gespielt haben als er. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann entsteht eine Explosivmischung, die nur einen Anlass sucht. Das, was bei den Kommunalwahlen geschehen ist, war nur ein Anlass. Das, was die Menschen verlangen, sind Veränderungen, Demokratisierung. Sie wissen vielleicht auch nicht genau, wie das aussehen soll, aber sie wissen, dass sie eine Chance haben wollen, dass die Kinder, die da studieren, dass sie, wenn sie mit dem Studium fertig sind, dass sie davon etwas haben. Und jetzt kann man mit keinem Beruf in Serbien normal leben. Man kann nur als Schmuggler normal leben oder als Verwandter eines Politikers. Und das fühlen die meisten, und das ist diese Energie und diese Emotion, die sie jeden Tag auf die Straße treibt. Und das erhöht die Verantwortung auch der Opposition, die möglicherweise denken kann, dass das die oppositionellen Aktivisten sind, die für die Parteien auf die Straße gehen. Das stimmt nicht. Die Menschen gehen für sich selbst auf die Straße. In westlichen Medien wird ja jetzt auch darüber geredet, dass Herr Dinklage, also Sie, auch eine gewisse Nähe zu Pale hatten in der Vergangenheit. Sie sollen auch in Pale gewesen sein und stehen der Opposition dort nahe, so heißt es. Wie sehen Sie das heute? Oder was waren damals Ihre Beweggründe dafür? Damals wie heute. Man kann in Serbien keine ernsthafte Politik machen, ohne Einfluss zu haben auf Serben, die in Bosnien leben, ohne Kontakte zu haben und ohne da präsent zu sein. Das ist einfach eine Bedingung. Milosevic ist an die Macht gekommen, weil er damit auch übertrieben hat. Er war auch deren Präsident. Das, was wir machen, ist ein Versuch, Kontakte zu halten, Einfluss auszuüben und auch in Serbien als eine Partei zu gelten, die eigentlich national verantwortlich denkt. Das kostet. Man kann nicht Kontakte pflegen und dann radikal kritisieren. Man muss auch einiges verschweigen. Um überhaupt dann in einem Augenblick beeinflussen zu können, müssen wir auch Konzessionen machen, und das machen wir absichtlich und bewusst. Im Westen wird das ungern gesehen, aber wir wissen, dass unsere Wähler nicht im Westen sitzen. Und für unsere Wähler in Serbien sind wir eine Partei, die auch, wenn sie Politik macht, eine verantwortungsvolle Politik für alle Serben macht und nach einer Lösung für alle sucht. Dass diese Lösung demokratisch ist, ohne Gewaltanwendung, Richtung Westen, mit westlichen Modellen,
das gehört zum Wesen unserer Partei. Es gibt Parteien, die auch Kontakte zu den bosnischen Serben haben, aber die undemokratisch sind. Sie haben auch ihre Wähler, aber unsere Wähler sind Demokraten, die auch national denken. Und es gibt keine Partei, die mehrheitsfähig in Serbien in den nächsten 10 Jahren wäre oder sein könnte, die nicht so eine Mischung aus einem demokratischen, einem nationalen und einem sozialen Element hat. Wir befinden uns in einer solchen geschichtlichen Situation, in der diese 3 Elemente vorhanden sein müssen, damit wir eine stabile Politik machen können. So als Beispiel mal Kosovo. Wie stellen Sie sich dort die Zukunft vor? Ja, die Zukunft ist sehr ungewiss. Wenn es uns nicht gelingt, in den nächsten 5 Jahren die Garantien die institutionellen Garantien für die Rechte, aber die überzeugenden institutionellen Garantien für die Rechte auszubilden, die man gesetzlich gibt, dass man dann sagt, wir können den Albanern auf Kosovo gewisse Rechte garantieren, aber dann haben sie diese Rechte, nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich, dann wird eigentlich die einzige Alternative sein, mit Gewalt Kosovo zu halten oder Kosovo loszulassen. Jetzt ist vielleicht noch nicht zu spät. Jetzt können wir vielleicht Kosovo noch immer demokratisch integrieren. Wir haben leider nicht den Staat, der die Rechte garantiert. Diese Rechte, die man anbietet, sind leere Versprechungen. Und die Albaner sind natürlich nicht bereit, auf dieser Grundlage zu verhandeln. Um überhaupt sie zu Verhandlungen zu bringen, müssen wir Rechtsstaat haben oder Ansätze eines Rechtsstaates. Und wenn wir einen Rechtsstaat haben würden, könnte es sein, dass wir auf einer fairen Basis eine Integration der albanischen Bevölkerung in den bestehenden serbischen Staat erreichen. Jedenfalls ist das der erste Schritt. Ohne die Instrumente eines Rechtsstaates zu haben, können wir sind wir eigentlich nicht verhandlungsfähig. Wenn man uns fragt, ja, verhandeln Sie mit den Albanern? Ich sage, wir reden mit den Albanern, aber wir verhandeln nicht, weil die haben nichts anzubieten. Alles, was wir anzubieten haben, sind Versprechungen. Und natürlich ist niemand bereit, aufgrund der Versprechungen Kompromisse zu machen. Wir müssen eine Grundlage für einen Kompromiss finden. Und was unsere Seite in diese Situation reinbringen muss, sind die Garantien, dass die Rechte, die in Europa für die Minderheiten gelten, die Menschenrechte, politische Rechte, Rechte auf Glaubensfreiheit, dass die auch tatsächlich institutionell garantiert sind. Leider ist das nicht der Fall in Serbien und wir kämpfen in diesem Kampf für Demokratie, kämpfen wir auch für eine Lösung der Kosovo-Frage. Zahirtlo steht im Moment für Demokratie, für einen Wechsel in der Regierung. Doch was würde Zahirtlo mittelfristig tun? Wie sieht Ihr Programm aus? Die Reformen sind eigentlich das Wichtigste, was man in diesem Land tun muss. Man muss den Staat reformieren. Der Staat ist veraltet. Diese Staatsverwaltung ist aus der kommunistischen Zeit übernommen. Die monopolisiert alles, die mischt sich überall ein. Das heißt, wir müssen das machen, was die anderen ehemaligen osteuropäischen Länder vor 5 Jahren gemacht haben. Einfach alle kommunistischen Zutaten aus unserem Leben entfernen. Monopolwirtschaft, staatliche Einmischung, Reglementierung, Beeinflussung der Medien. Und die Modelle sind bekannt. Wir wollen Privatisierung, so wie sie in der Tschechischen Republik damals gemacht wurde. Wir wollen unabhängige Medien, so wie das im Westen, so wie sie im Westen sind. Wir wollen demokratische Institutionen, in denen entschieden wird, was in diesem Land geschieht. Nicht, dass ein Präsident irgendwo sitzt und dann anruft und dann alles funktioniert, sondern dass einfach die Parlamente entscheiden, die Regierungen entscheiden, dass allmählich die Verantwortung in die Institutionen zurückgebracht wird. Das sind natürlich große Pläne, weil wir in einem undemokratischen Land uns befinden, aber ohne Reformen in dieser Richtung wird unser Land immer weiter weg von Europa bleiben und da gibt es keine Zukunft. Für uns gibt es eine Zukunft nur in Europa. Wenn wir am Rande Europas bleiben, dann hat unser Volk keine Zukunft. Wir verlieren Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt, wir werden uninteressant für Investitionen. Unser Können wird nicht realisiert in Lebensstandard der Menschen. Das Volk wird immer ärmer und das führt zur Dekadenz des Landes im Ganzen.